Hallo, hallo, hier ist Anke Maltanke aus Berlin und ich möchte heute mit euch nach Gozo und zwar zu der Bucht Hondok. Hondok ist, ihr seht hier schon das gestrichene H, heute gibt es auch ein bisschen Malti, ist rau gesprochen normalerweise und das Q wird verschluckt. Hondok. Hondok ist eine wunderschöne Bucht im Süden von Gozo mit Blick hinüber zu Malta und Comino. Und ihr seht schon, wenn ihr Comino hört, dann denkt ihr an was? An türkises Meer. Und das ist auch auf Hondok der Fall. Das hier ist eine wunderschöne Luftaufnahme. Man kann hier schwimmen und schnorcheln und tauchen. Es ist eine kleine Bucht und sandig. Beziehungsweise sandig und steinig. Also es sind kleine Kieselsteine. Wer das nicht mag, der soll lieber einen richtigen Sandstrand aufsuchen. Hondok ist gewöhnungsbedürftig. Ich liebe das Plätzchen und eigentlich heißt dieser Platz nicht nur Hondok, wie viele aber auch nur sagen, sondern Hondok Irumin. Was ist Irumin? Jetzt kommt ein bisschen Maltesisch. Rumina ist der Granatapfel und auch der Granatapfelbaum. Hier kommt das Wort anhand einer Flasche ins Bild und zwar ist das Rumina, der Granatapfellikör aus Malta. Sehr lecker, ich kann ihn nur empfehlen. Ich habe ihn auch oft auf Lager oder im Angebot. Das hier ist ein kleines Fläschchen Granatapfellikör. Da komme ich dann auch schon zu der Bar. Kling, klang, klung. Und zwar ist das hier dieser Kiosk sehr bekannt. Das ist eine richtige Goldgrube geworden. Da kann man also sitzen und verweilen. Eigentlich ist es fast ein Restaurant. Ihr seht aber, es ist, heißt Kiosk. Und ist ein uriges Plätzchen. Ich bin da sehr gerne. Man kann auch leckere Pizza essen und vieles mehr. Und man kann, wie hier zu sehen, Cisc und Kinny natürlich trinken. Und mal ein bisschen mehr Maltesisch vielleicht. Wenn ihr ankommt, könnt ihr sagen Bonjour. Und das habe ich ja schon mehrfach alles beigebracht. Und dann Kinny Wachta, Cisc Wachta, Jek Jodgebok, jetzt Jodgebok, wisst ihr, heißt bitte, Jek Jodgebok. Und Cisc ist Cisc und Kinny ist Kinny und Wachta wäre das eine. Könnt auch sagen Cisc, Kinny, Jek Jodgebok, da versteht man euch auch. Und wenn ihr gerne mehr Maltesisch lernen wollt, da stelle ich heute noch mal ein paar Bücher vor. Das hier ist mein Englisch-Maltesisch und Maltesisch-Englisch-Dictionary, ein Wälzer. Der ist richtig, richtig gut, sehr bekannt bei Leuten, die sich dafür interessieren. Dieses hier habe ich mir geholt, als ich an der Universität von Bremen Crashkurse in Maltesisch belegt hatte. Etwas kleiner und für Deutsche gut ist hier Germanis, Deutsch Malti. Das ist von Brigitte oder Kim Oak. Und das kann ich auch sehr empfehlen. Und Brigitte O. hat jetzt auch einen Krimi geschrieben, Mission Cocaine. Und den kann ich des Weiteren empfehlen. Ein spannender Krimi mit so allerlei gesellschaftlichen Ereignissen mit hinein in die Politik und so weiter auf Malta und Gozo. Mehr will ich gar nicht verraten. Ich kann nur sagen, ein richtig spannender Krimi auf Deutsch und vielleicht genau das Richtige, was man mithaben will auf der nächsten Reise nach Malta und Gozo. Ja, das war's für heute. Jetzt zeige ich noch zu guter Letzt ein bisschen die Gegend. Ich habe, glaube ich, schon gesagt, und dort liegt im Süden der Insel Gozo. Und wenn ihr hier am Strand euch aufhaltet und gerne wandert, könnt ihr ganz toll hier hinüberlaufen zum Mjar, dem Hafen, dem Fährhafen von Gozo und wieder zurück, wenn ihr wollt. Das ist ein sehr schöner Weg und wenn euch das nicht reicht, weil ihr gerne mehr wandert, dann könnt ihr hier nach Einzilem und nach Nadur und Ala und hier den Bogen wieder zurück
zu Rondok, zu dem Strand, wo man übrigens auch schick ins Wasser springen kann. Also springen, tauchen, schnorcheln, schwimmen und mit tollem Blick. Und also ich finde den Ort ganz klasse, richtig zum Entspannen. Das war's für heute. Sacha, Narak, bis bald, bis zum nächsten Mal.